Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Alien Isolation auf Pelzig. In der letzten Episode habe ich nicht nur diverse Hustenanfälle gekriegt und habe deswegen auch Cut setzen müssen, sondern wir haben auch ein Shuttle uns gechartert und sind hier zur Anesidora. Es juckt. Und in der Anesidora sollen wir jetzt hier die Systeme wieder online stellen. Und die erinnert mich ein bisschen an die Nostromo, die Anesidora. So wie auch unser kleines Schiffchen, mit dem wir ursprünglich herkommen sind, wo ich jetzt den Namen vergessen habe, wie das Schiff heißt. Aber auch das hat mich sehr an die Nostromo erinnert. War auch, glaube ich, ein ähnlicher Bautyp. Also das Schiff, mit dem wir am Anfang vom Spiel herkommen sind. Okay, ich schätze es mal, hier sind nicht unbedingt 1000 Aliens hinter uns her. Höchstens der Marlow. Wir haben unsere Pechsträhne gebrochen. Wir konnten uns in den letzten Jahren gerade so den Lebensunterhalt verdienen. Und die Anesidora sieht langsam aus wie die Wracks, die wir bergen. Der Crew geht es auch nicht viel besser. Dann haben wir aber den Flugschreiber gefunden. Er gehört zu einem Schiff, der Nostromo. Weyland-Yutani Eigentum. Das bedeutet, es gibt eine Belohnung. Jo. Marlow hatte dann aber noch eine bessere Idee. Den Pfad des Flugschreibers erschließen, um das Wrack der Nostromo zu finden. Wir hatten Glück, entdeckten ein Notsignal und folgen ihm jetzt. Das ist ein Volltreffer. Ich kann es spüren. Ich wusste, er würde mich nicht enttäuschen. Oh ja, du habt doch mal Glück wie Sau gehabt. Pumpgun-Patrone und Brennöl wieder. Super. Na? So. Laden wir das Ding mal hoch. Ja, ihr liebe Leute, du habt da Glück wie Sau gehabt, als ihr das Wrack geborgen habt, beziehungsweise als ihr gesehen habt, wo die Nostromo gelandet ist. LM-Link, Signalempfang, Marlow. Hayes sagt, er hatte gerade eine Art Signal entdeckt. Lewis arbeitet an der Entschlüsselung. Könnte die Nostromo sein. Willst du dir das selber ansehen? Technikerbericht. Technikerbericht, 24.10.2137. Marlow, ich musste gerade einige dringend nötige Reparaturen an den Triebwerken durchführen. So laut wie die alte Kiste geknarrt hat, ist es ein Wunder, dass beim letzten Sprung nichts abgefallen ist. Fürs Erste hält jetzt alles zusammen, aber bald ist eine Generalüberholung fällig. Und zwar nicht nur für die wichtigen Systeme. Wenn wir so weitermachen, schleichen wir per Anhalter durch den Weltraum. Die Sache wird teuer werden. Hoffentlich hatten Sie mit dem Signal recht, könnte unsere letzte Chance auf eine ordentliche Bezahlung sein. Jedenfalls musste ich den Zugangscode der Tür zurücksetzen. Der neue Code lautet 4510 Lewis. Wir sind außerhalb von Sevastopol. Marlow und Foster sind zuerst aufgewacht. Sie sah schrecklich aus. Meeks und ich sind auf dem Weg zum Shuttle zur Station. Aber, naja, das fällt sicherlich unter Quarantänebruch, oder? Na, es ist Marlows Schiff. Sie ist Marlows Frau. Die Situation geriet außer Kontrolle und Meeks hat jetzt eine blutige Nase. Also, vielleicht geben die Ärzte Entwarnung und alles kehrt zum Normalzustand zurück. Aber wenn sie Wind davon kriegen, wenn wir an Bord gehen, will ich nichts damit zu tun haben. Marlow zahlt nicht mal annähernd genug für solch einen Ärger. So ist er halt. Der gute Marlow. 4510. Okay, Wiedersehen macht ja auch wieder Freude. Bin mal gespannt, ob wir denn wieder sehen. Theoretisch müsste er ja eigentlich hier sein auf der Anesidora. Wenn er Ärger macht, kann ich ihn brutzeln und ansonsten mal gucken. Dann starten wir mal das Ding neu. Pitch. Wo die Taylor hier ist, wissen wir eigentlich auch nicht, ne? Wir wissen nur von Samuels und der Ricardo, der ist noch auf der Marshall-Station. Aber ansonsten keine Ahnung, was mit der anderen ist. Dann auch nochmal neu. Die Taylor wurde ja auch nicht erzeitschriftet oder sonst irgendwas. Also von der Androide, ach, keine Spur, dass die von denen umgebracht worden sein sollte. Okay. Gott, das ist wirklich ein Klepper hier. Oh je, oh je. Na? Ah, da kommt noch was hochgefahren. Okay.
Hä? Nala. Dass man nur so Minispielerei gemacht hat. Ich glaube, da hätte jeder Ingenieur seine Freude dran, wenn er irgendwas hackt und muss dann so Minispiele machen. Hopp. Ach du Scheiße. Explodiert ja schon halber. Hat sie mich hören können? Die Hauptenergie der Anesidora ist wieder online. Die Türen sollten sich öffnen. Und hoffentlich ein bisschen Licht. Immer noch kein Zeichen von Marlow. Okay. Ja, du war mal grad. Willkommen auf der Anesidora. Marlow? Wo sind Sie, Marlow? Danke, dass Sie den Strom wieder eingeschaltet haben. Sie haben mir Arbeit erspart. Er musste nur vorübergehend offline sein. Ich musste ein paar Sachen in Ordnung bringen. Okay. Finden Sie Marlow. Wollte ich doch gerade sagen. Zu dem sollten wir mal hier. Wir haben unsere Pechsträhne gebrochen. Ach nee, das hatten wir ja schon. Hör auf, halt's Maul. Ach, scheiße. Ach, man kann nicht oft genug auf die Karte glotzen. Na, mal. Dann wieder durch. Da können wir jetzt rein, ne? Okay. Nee, Quark. Da sind wir jetzt wieder her. Guck mal. Oh, ich und meine Orientierung. Also doch du durch, ne? Ja. Ich kopier's nicht. Nee, das bringt nix. Und desto bringt ach nichts. Ach komm, was soll's. Gehen wir halt den ganzen Weg wieder zurück. Und genau, jetzt ist hier die Tür offen. Alles klar, dann sollte ich aber noch... Kann ich hier speichern? Nee. Das war nur in der Shuttle-Bucht noch möglich. Ja. Nicht, dass der... Teil meiner Mannschaft werden. Sind viele Stellen offen. Ripley, Marlow hat mich hintergangen. Oh. Er wollte mir alle Daten über die Kreatur geben, damit ich sie der Firma übermitteln kann, aber er... Taylor? Taylor! Marlow, was machen Sie da? Was sich sonst keiner traut. Kommen Sie zu mir, Ripley. Ich habe etwas für Sie. Okay, der ist ihrer. Marlow ist ihre Woche. Hat die Taylor wohl entführt, als er ausgebrochen ist. Und hat hier auch noch einen Facehacker an Bord. Mindestens einer. Ich will nicht wissen, wie viele Exemplare der möglicherweise noch mitgenommen hat, um dort mit Geld zu verdienen, indem er sie an Weyland-Yutani verkauft. Sevastopol, Lok Nummer 543374. Was auch immer sich an Foster gehaftet hat, ist tot. Es lag neben ihrem Bett auf dem Boden, eingerollt wie eine Spinne. Foster sagt, ihr geht es gut, aber ich habe sie trotzdem in den Hyperschlaf geschickt. Das Ding muss irgendwas getan haben. Vielleicht kann ich den Prozess verlangsamen. Sevastopol ist die nächstgelegene Station. Ich werde sie zur Untersuchung hinbringen. Es könnte ein Problem in der Quarantäne geben, aber der Nostromo-Flugschreiber öffnet uns vielleicht die Tür. Wir müssen tun, was wir tun müssen. Okay, Zubehör nix, da ist das letzte. Anesidora, hier spricht Marshal Waits auf der Sevastopol. Offiziell sollte ich Ihre Anfrage auf Andockung eigentlich verweigern. Sevastopol befindet sich derzeit im Stilllegungsprozess und ich kann die Sicherheit außerplanmäßiger Schiffe nicht garantieren. Aber in Anbetracht des von Ihnen gefundenen Eigentums gewähre ich einer kleinen Anzahl Ihrer Besatzung das Docken über ein Kurzstreckenshuttle. Ich muss Sie daran erinnern, dass Sevastopol ein Anteil an jeglicher Belohnung für die Rückgabe des besagten Eigentums zusteht, sobald dieses auf der Station ankommt. Bitte senden Sie Antwort. Waits, Ende. Natürlich. Du brauchst mal Ammo Hilfe und dann muss man sofort wieder irgendwas abdrücken. Das wird dem Marlow auch nicht gefallen haben. Schade, dass der so seinen Eindruck von mir gerade zerstört. Weil eigentlich fand ich den ganz okay, der Marlow, muss ich sagen. Und jetzt zerstört er irgendwie sein Bild von mir. Von ihm. Okay. Gut, dass ich auch schon mal mit dem Flammenwerfer ausgerüstet war. Und wo bist du, Kerl?
Okay, gibt's wieder Licht, das ist gut. Haupt Marlow. Komm. Komm aus deinem Wohnzimmer raus. Ich hätte wieder einen Facehacker gesehen. Ich habe versucht, Foster zu retten. Ich habe sie auf Sevastopol gebracht. Habe alle Regeln gebrochen, um sie herzubringen. Das war ziemlich dumm von mir. Dumm. Sie können dieses Ding nicht besiegen, Ripley. Unmöglich. Man kann nur versuchen, ihm aus dem Weg zu gehen. Jede Spur hinter sich verwischen. Alle Anzeichen zerstören. Die Infektion vom Ausbreiten abhalten. Sicherstellen, dass die Menschheit nie wieder mit ihm in Kontakt gerät. Denn sobald es Kontakt aufgenommen hat, hat es gewonnen. Die Firma wird niemals erfahren, was hier passiert ist. Niemand wird es erfahren. Das werde ich nicht zulassen. Gut so. Gut, das kann ich hier irgendwie auch nachvollziehen, dass man das der Menschheit ersparen will und dass die Firma das nicht mitkriegt. Das ist durchaus sinnvoll. Hat leider keinen allzu großer Erfolg gehabt, weil die Firma hat es irgendwie dann doch wieder erfahren. Siehe dann der zweite Alien-Film. Das Ding, das umgedrehte E und der Schlüssel. Das ist zum Glück alles auf Sicherheitsstufe 1 nur. Das passt. Okay. Uah. Seit der Gesichtsumarmer hier war, bin ich doch etwas skeptisch. Muss ich gestehen. Und ich sehe überall Bewegungen. Das Spiel neigt dazu, selber paranoid zu machen. Das ist auch schon ein recht großes Schiff, was so ein Abschlepper, muss ich sagen. Ah, gut. Speichern. Bling. Super. So. Wollen wir doch weitergehen? Ich habe gelernt aus der letzten Episode. Ein Schluck Wasser trinken ist nie verkehrt zwischen der Aufnahme, muss ich sagen. Vor allem, wenn man leicht argschlache ist. Wenn ich wieder 100% gesund bin und nicht so wie jetzt nur so zu 90%, dann kann ich durchaus auch mal wieder auf Wasser verzichten, aber in der Zwischenzeit stört es weniger, als wenn ich einen Cut setzen muss, um zu husten, finde ich. Benutzen Sie das Terminal. Na? Ah. Sequenz. Nachgesetzter Bericht. Private Nachricht. Dies ist für meine Tochter. Hi, Amanda. Diese Nachricht ist für dich, mein Liebling. Ich hoffe, du wirst diese Nachricht eines Tages hören. Ich bin in Schwierigkeiten. Ach, mein Schiff... Es gab einen Unfall, Liebling. Wir haben eine Kreatur gefunden. Sie war sehr gefährlich. Wir konnten sie nur stoppen, indem wir das Schiff zerstörten. Mir geht es gut. Ich sitze in einem Rettungsshuttle irgendwo in der Weite. Wir mussten die Nostromo zerstören. Was wir getan haben, wir konnten nicht riskieren, dass die Kreatur mit uns heimreist. Ich musste dich beschützen. Mach dir keine Sorgen um mich. Wir werden uns bald wiedersehen. Ich hab dich lieb, meine Süße. Da hat es mehr oder weniger jetzt doch gelohnt für sie, dass er den Quark auf sich genommen hat, um zu erfahren, was aus ihrer Mutterwoche ist. Oh Gott. Okay. Du hast die Taylor und du hast den Marlow. Hoppla. Jetzt wissen Sie Bescheid. Ich werde den Fusionsreaktor überlasten. Das wird den Reaktor in eine Atomwaffe verwandeln. Sie Okay. werden das Schiff zerstören. Und die Station. Ich werde jegliche Spur dieser Kreatur zerstören. Ripley, das ist die einzige Möglichkeit. Ich kann es nicht am Leben lassen. Und ich werde es nicht der Firma überlassen, sonst geht das alles wieder von vorne los. Okay.
Ja, der will Suizidkommando hier starten. Naja. Hören Sie mir zu! Wir müssen das nicht tun! Stopp! Hören Sie auf, Marlo! Marlo, bitte! Sie haben gehört, was Ihre Mutter getan hat. Sie hat es verstanden. Wenn sie hier wäre, würde sie mir helfen. Sie würde der Firma ganz sicher nicht die Anschrift von dieser Kreatur geben. Niemand darf das hier wissen. Da sind noch Überlebende auf der Station. Marlo! Aber nicht Foster. Sie war meine Frau. Ich habe sie geliebt. Und ich habe sie getötet. Quatsch. Der sah ja auch sehr emotional dabei aus. Ich glaube, ich war zu spät. Er hat es bereits in Gang gesetzt. Er hat es in Gang gesetzt. Ach, kriegen wir Taylor, die. ich werde die Überlastung aufhalten. Sie müssen mir helfen. Gehen Sie zu dem Bedienpult. Warnung. Fusionsreaktion. Kriegen wir hier. Überlastung im Gang. Öffnen Sie die Fusionssysteme, damit ich an ihnen arbeiten kann. Was? Wir brauchen Strom beim Auxiliargenerator. Suchen Sie nach den Buchstaben AUX. Ich hab's gefunden. Das wird sie wohl noch hinkriegen, oder? So. Jo, die Fusionssysteme abschalten, kriegen wir Backe. Hoffe ich doch. Okay. Okay, alles okay, Taylor. Schalten Sie jetzt das Wartungsterminal von Auto auf manuell um. Können Sie es sehen? Okay, Wartungsterminal ist das. Es muss da sein, Taylor. Vertrauen Sie mir. Das ist es. Na, Allah. Okay, Desto, der Schlüssel, der Deckel, der Pixelgegner und das umgedrehte E. Okay. Jetzt noch das Ding, ne? Jo, das ist jetzt mein Part. Klack. Plätsch. Überlastung unterdrückt. Sicherheitsbegrenzer wiederhergestellt. Ah. Geht Oh doch. Gott. Sie haben es geschafft. Halt. Irgendwas stimmt nicht. Ich verstehe nicht. Primärsystem-Einsturz. Der liegt aber noch im Maler. System weiße Störkaskade. Oh, Scheiße. Marlo hat eine Überlastung erzwungen. Das Schiff wird in zwei gerissen werden. Warnung. Kritischer Einsturz. Warnung. Kritischer Einsturz. Mit Mädel. Auf zum Shuttle. Ups. Okay, das wird wohl nichts mehr mit auf zum Shuttle für sie. Aber ich versuche noch fortzurennen. Hey, schau mich aus. Was ist denn da los? Hier. Ist noch Zeit zu speichern? Natürlich nicht. Ach die Scheiße. Jetzt aber weg hier. Und immer darauf achte, ob da noch so ein Facehacker rumschwirrt. Ups. Uah. Scheiße. Das war mal eine Achterbahn in die Hölle grad. Uah. Dann so lang. Ups. War das jetzt? Okay. Ja, Doro. Ja, das merke ich auch gerade, dass es so ein bisschen kritisch ist hier. Aber nur so ein bisschen, ne? Kollateralschäden. Das kriegen wir repariert. Endspurt. Zum Shuttle. Ups. Zum Shuttle und weg hier. Okay, schade um die Taylor. Schade wirklich um die Taylor. Aber ich kann nach Marlo seine Seite verstehen. Auf der Ende Seite, man will nicht unbedingt, dass die Firma an den Kreaturen rumstudiert und experimentiert und damit vielleicht noch Waffe herstellt oder sonst irgendwas, die im Endeffekt sowieso in die Hose gehen, weil die Viecher sind nicht kontrollierbar. Und ja, auch verständlich, dass man nicht bei so einem Suizidkommando sterben will, ist ja auch völlig klar.
Von daher, ich kann es schon verstehen, dass er das so gemacht hat. Und auf der anderen Seite hat sie ja auch die Nachricht von ihrer Mutter gehört. Ripley, die Explosion der Anesidora hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Demnächst fallen wir vom Himmel. Ups. Ich versuche, die Torrens zu erreichen, aber der Funk ist immer noch gesperrt. Das von Ihnen angedockte Ambulanz-Shuttle ist im Eimer. Die Torrens ist der einzige Ausweg. Okay. Finden Sie einen Weg, die Torrens zu kontaktieren. Der Funkspruch Okay. von Verlaine wurde gerade aktualisiert. Hallo Sevastopol, bitte um Antwort. Ein Schiff ist gerade an Ihrer Steuerbordseite explodiert und hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Wir können nirgendwo andocken. Sagen Sie uns bitte, was vorgefallen ist. Wir können Überlebende aufnehmen. Ich behalte diesen Kanal offen. Torrens Ende. Das klingt doch schon mal gut. Jetzt müssen wir es nur noch auf die Torrens schaffen. Topf mit Deckel, der Schlüssel, das moderne Kunstwerk, der andere Topf mit Deckel und das umgedrehte V. Da wird es immer ein bisschen eng, finde ich. Aber kriegen wir noch alles hier, ne? Und hopp, hier gebe ich. Komm her. Alles klar, wo sind wir dann jetzt? Towerlink? Bei innerer Transit sind wir jetzt, aber bei welcher Transit? Da brauche ich die Ionenflamme. Jetzt kommen wir wieder zu alte Gebiete, nämlich mal. Und ja, wenn die Sevastopol nämlich im Orbit rumschwirren kann, dann stürzt sie wahrscheinlich früher oder später in die Gasrieserei. Das ist natürlich nicht so knorke. Willkommen bei Seegson Communications. Bitte melden Sie sich an der Rezeption an. Ah, Seegson Communications. Okay, du war mal ach schon mal, wenn mich nicht alles täuscht, ne? Relativ am Anfang sogar. Wo ich ursprünglich mal versucht habe, mit der Torrens Kontakt aufzunehmen. Aber ich jetzt sage, ihr liebe Leute, ich setze jetzt hier mal meinen Cut. Und wir sehen uns dann in der nächsten Episode von Let's Play Alien Isolation. Pelzig. Machen's gut, Iron Yankee.